Ich begrüße die Zuschauer der Biologica TV. Ich möchte jetzt nicht über eine konkrete Veränderung sprechen, sondern über die ungewöhnlichen Diagnosen. Nämlich 1- bis 2-mal monatlich schreiben mich Menschen an, wo sie eine solche Diagnose bekamen, die man auch nicht im Internet finden kann. Man muss wissen, wenn bei jemandem an einem Organ oder Organteil, sagen wir einen einfachen Beispiel, an dem Drüsengewebe der Schilddrüse kommt eine Veränderung vor. Also in der Konfliktaktivphase gibt es eine Zellvermehrung und in der Nachlaufphase jedoch Entzündung und Zellabbau, sprich Tumorabbau. Also zu jeden einzelnen Organteilen, Gewebentypen dürfen höchstens 2 Prozesse gehören. Diese Verläufe kann man in ihren verschiedenen Zuständen, in ihren verschiedenen Stadien anders diagnostizieren. Das führt zu zahlreichen Missverständnissen. Also wenn du eine ungewöhnliche Diagnose bekommst, wenn du nicht weißt, was anzufangen ist. Am wichtigsten ist immer das, dass wir schauen, auf welches Gewebe, auf welchen Organteil sich die Erscheinung, der Prozess, das Symptom existiert, worauf sie diese Diagnose erstellt haben. Von hier an, wenn man zum Beispiel weiß, dass dieser Kropf, also Struma, eine Unterfunktion der Schilddrüse ist, das betrifft das Drüsengewebe, dann weiß man sofort, egal ob Sie daran mehr als 30 Krankheitsnamen anknüpfen, ist trotzdem ein Symptom, welches in der Nachlaufphase des Schilddrüsen-Sondenprogramms erscheint. Also wir sollen immer genau ermitteln, welcher Organteil betroffen ist. In den meisten Fällen können die Menschen bereits selbstständig zurechtkommen. In Wahrheit ist das unser Ziel, dass jeder selbst zurechtkommt und je schneller auf Ihre Frage die Antwort findet und nicht auf andere abhängig ist. Ihr sollt nicht auf mich warten, wenn ich nach einem Monat deine E-Mail finde und dann schreibe ich dir eventuell zurück, weil das ist für dich eine Zeitverzögerung wäre. Schau dir es an, dass diese Diagnose bei welchen Organteilen befindet, sozusagen diagnostiziert wurde. Die andere häufige Schwierigkeit mit diesen ungewöhnlichen Diagnose ist, wenn unterschiedliche Syndrome diagnostiziert werden. Solche ist zum Beispiel als Lyme-Krankheit genannte Krankheitsgruppe oder Bild, weiß nicht, wie ich das anders nennen soll. Diese Syndrome geben wieder einen Grund zu Missverständnissen. Ich kann bis heute nicht begreifen, dass in der akademischen Wissenschaft, was das für einen Sinn haben soll, dass sie bei 3 bis 4 diagnostiziert gebündelte Symptome, die schon detailliert niedergeschrieben wurde, zusammenführen und geben ihr einen neuen Namen. Ich verstehe natürlich den diagnostizierenden Arzt, der sehr gewissenhaft ist, den Patienten gründlich auszufragen und versucht, eine präzise Diagnose zu stellen. Nun aber, es kann sein, dass der Patient hin und her redet und so den Arzt in die Irre führt. So erreicht man einen solchen syndromartige Syndromdiagnose. Also, das ist wichtig, dass die verschiedenen Symptome auch unabhängig behandelt werden. Die Blutzusammensetzung, die Tumore, die Schwunde, Entzündungen sind alle einzelne Themen. Man muss schauen, wo die Veränderung ist, und wenn jemand 3 Veränderungen hat, zum Beispiel ein solcher ungewöhnlicher Krankheitsname, ist die amyotrophe Lateralsklerose. Das Wort klingt hervorragend, ruft aber Angst hervor, nur macht es keinen Sinn, an dasselbe Symptom den 6. Namen dafür zu geben. Zum Beispiel bei diesem ALS-Syndrom, ich empfehle euch dieses Video mit dem Titel "Warum schüttet Roberto kein Eiswasser über sich?" Dort gibt dieses Phänomen Muskelschwund und Lähmung gleichzeitig. Davon, dass gleichzeitig Symptome erscheinen, wird das nicht eine Erkrankung oder eine Veränderung sein, dann muss man hier beide Themen erörtern.
Man muss schauen, was die Enttäuschung in Bezug Bewegung, was ist der Bewegungsfähigkeit, Selbstwertungseinbruch, sowie was ist der andere Konflikt, welche wir so erleben, dass wir nicht fliehen kann. Vielleicht kann man vor der Krankheit nicht fliehen. Deswegen hat man Symptome, weil man sich stresst, und man stresst sich deswegen, weil man Symptome hat. Also, im Fall des Syndroms muss man die Symptome gemäß eines Kalenders einzeln nehmen. Das war dann am Donnerstag, das tat hier weh, nächste Woche schmerzte das hier, na dann am Sonntag kam das Zittern und so weiter. Das kann man sehr schön in den Kalender schreiben, wann diese Ereignisse waren. Man muss sie einzeln vornehmen. Nimm dein Organatlas in die Hand unter index.organatlas.de und schau, wann zum Beispiel das Muskelzittern sich meldet. Du siehst, dass Muskelzittern sich in der Epileptokrise eines Fluchtkonflikts meldet. Zum Beispiel, in der letzten Woche kam der Chef und sagte, so, du tust das, ob dir das gefällt oder nicht, und du hast keine Wahlmöglichkeit. Dann wird man sich nicht herumkommen, und als dann die Woche darauf die Angelegenheit erledigte und der Projekt abgeschlossen war, kommt dann ein solches Muskelzittern vor. Dann weiß man, ja, aha, das war am Sonntag, was passierte da genau, wie war das am Freitag, Donnerstag, Freitag und so weiter. Aha, und man kann für sich selbst den Fall zusammenpuzzeln. Sogar, man kann das auch beobachten, wenn der Chef wieder mit so einer nicht absehbaren Sache auf einen zukommt, dann ist es zu erwarten, dass man auch die Folgewoche ein kleines Muskelzittern produzieren wird. Das ist sehr lehrreich, zeigt sehr gut, worauf man seine Seele empfindlich ist. Und das ist noch das andere Symptom, das meldet sich zum Beispiel die Folgewoche, Mittwoch. Okay, an welche körperliche Veränderung knüpft sich dieses Symptom an? Wie kann das sein, dass man so vielseitige Symptome produziert? Die Symptome nacheinander kommen und scheinbar systematisch. Die Antwort ist sehr einfach. Wie schwer damals auf diese medizinische Frage die Antwort gehabt haben, umso einfacher ist es heute im Spiegel der Naturgesetz, die zu finden. Denn man kann heute schauen, identifizieren, an diesem Tag hatte man solche einen Konflikt, am nächsten Tag hatte man diesen Konflikt erlebt. Hier gehört auch der Kopfschmerz am Wochenende dazu. Man ärgert sich auf der Arbeitsstelle, dass diese Angelegenheit hier ist, man musste das erledigen, die Befristigung ist so nah, mir kann mir keiner helfen, ich kann das selber nicht lösen, man stresst sich, ich bin nicht genug intelligent dazu, um das Problem zu lösen, also ein Behinderungsgefühl, das wirkt sich auf die Blutgefäße im Gehirn aus, dann kommt das Wochenende, man muss sich endlich nicht mehr mit der Firmenangelegenheit beschäftigen, man lässt sich gehen und erscheint die Migräne mit hörischen Kopfschmerzen, worauf wir wissen, dass um das Symptom in der Epileptokrise nach der Lösung des Konflikts geht. Dann kommen diese Gedanken nicht mehr, dass man eventuell eine Radab hat, mangelhaft ist, oder man habe den Kopfschmerzen geerbt, oder das ist eine Fehlfunktion im Hirn oder im Gefäß und so weiter. Nein, ich werde beim nächsten Mal wissen, okay, wenn man vorher darüber sich immer wieder Gedanken macht, dass man etwas nicht lösen kann und das müsste dringend gelöst werden, um ruhig leben zu können, dann erscheint danach die Kopfschmerzen, also beim nächsten Mal wird man vorsichtiger, achtsamer. Aha, neulich konnte ich dieses Thema nicht loslassen, mich gestresst, danach hatte ich extrem starken Kopfschmerzen. Also was ist die Lösung? Man regt sich darüber nicht mehr auf. Irgendwie wird sich das Problem lösen. Man nimmt sich das so nicht mehr auf sich an. Das ist die Lehre davon. Wenn verschiedene Symptome in verschiedenen Zeiten erscheinen, auch dann, wenn man auf einem 2 Symptome hat, muss man die getrennt behandeln. Zu jedem Symptom gehört ein Konflikt und diese muss dann rekonstruieren. Man muss sie erneut zusammenstellen. Was ist passiert? Was ist da passiert? Warum passierte das? Was war da genau? Was war da die unbefriedigte Bedürfnis? Warum war das ein Lebensführungshindernis? Die wichtigsten Fragen sind, wie wird man das beim nächsten Mal darauf reagieren? Wie wird man beim nächsten Mal das lösen? Falls nochmal eine solche Situation vorkommt, wie geht man dann vor? Wird man da genauso ausrasten wie beim letzten Mal? Wird man da wieder zornig? Fällt man erneut in die Verzweiflung? Wird man wieder erbittert sein? Oder eventuell man wird klüger und bewahrt seine eigene Ruhe sowie Gelassenheit. Aus dem Grunde lohnt sich schon darauf zu achten, weil man je mehr sich daraus Dramen macht, desto weniger kann man klar denken und
schon gute Entscheidungen treffen. Um nochmal zurückzukehren auf die ungewöhnliche Diagnosen, als man alles Mögliche zusammen diagnostizieren, sogar die Symptome werden gruppiert, mach keine Sorge. Das ist vielleicht nur für den Anfänger, für den Menschen, die die neue Medizin gerade jetzt kennenlernen, bedeutet vielleicht eine winzige Schwierigkeit. In der Realität ist das keine Schwierigkeit, weil die verschiedenen Sachen als verschiedene Themen behandelt werden müssen. So kann man wunderbar zusammenfügen, was und wann passierte, wie lange das dauern wird. Also wenn du beim nächsten Mal eine solche Diagnose bekommst, womit du nichts anfangen kannst, was ist zu tun? Welcher Organteil, welche Gewebe ist betroffen? Danach schaust du, dass der Organteil dieses Symptom in der Konfliktaktivphase oder in der Nachlaufphase produziert wurde. So bist du sofort handlungsfähig und wirst du wissen, was zu tun ist, um von der Veränderung oder der unangenehmen Symptome rauskommen zu können. Vom Herzen wünsche ich Ihnen allen, und ich würde das unterstreichen, dass ihr die Richtigkeit der biologischen Naturgesetze schon an sanften Veränderungen kontrolliert und nachvollzieht. Wenn jemand nämlich nacheinander in 2 bis 3 größere biologische Konflikte hineinläuft, ist man in einem sehr schlechten Zustand, sogar man benötigt einen Eingriff, dann wirst du dieses Wissen nicht auf solchen hohen Niveau anwenden können. Also seien wir klug und vorsorglich. Lassen wir zum Leiden nicht kommen. Ich pflege manchmal das zu sagen, dass die Kenntnis der Neurobiologiker, neuer Medizinbiologiker solche ist, als wenn wir ein Haus mit Feuerlöschern ausstatten. Es ist eine Prävention, eine Löscharbeitsprävention. Ich denke nicht dann darüber nach, wo ich einen Feuerlöscher kaufen könnte, wenn das Haus schon bereits brennt, weil dann ist es schon zu spät. Also dann muss man sich mit dem Feuerlöscher nicht mehr beschäftigen, sondern man soll die Feuerwehr anrufen. Aber wenn man sicher sein will, dass das Haus nicht abbrennt, weil man unter dem Spülbecken seinen eigenen Feuerlöscher hat, dann ist die Sache erledigt. Ich mache meine Bemerkung zu Feuerlöscher zu Hause, dass du die biologischen Naturgesetze erlernst und mindestens so im Großen und Ganzen mit den Zusammenhängen klarem bist. Ohne das Verstehen der biologischen Naturgesetze macht es keinen Sinn, sich in der Veränderung zu vertiefen. Ohne Kenntnis der Formel wirst du nicht verstehen, wie das Endresultat zustande kam. Die gute Nachricht ist, es ist nicht kompliziert zu lernen. Ich bitte euch mit Liebe, wenn du eine sanfte Veränderung hast, eine sanfte Schnupfen, sanfter Juckreiz, Hautausschlag, Durchfall, Kopfschmerzen, ergriff dann die Möglichkeit und kontrolliere, ob das stimmt, was du bei der Biologikerfreien Universität gehört hast. Das ist deine Chance. Ich pflege das zu sagen zu denen, die auf andere hören und von anderen auf Bestätigung warten. Das ist ziemlich eine naive und nachlässige Annäherung. Kontrolliere. Nimm das ernst. Kümmere dich darum, falls du Konflikte erlebst, sie sollen nicht lange dauern. Raste nicht allzu sehr aus. Du sollst deinen Kopf nicht verlieren, nämlich dann wirst du keine ernsthaften Veränderungen haben. Die sanfte Veränderungen können aber nicht vermeiden. Sei ehrlich, die Konflikte kommen und gehen. Wen trifft keine Überraschungen im Leben? Du planst etwas, geschieht etwas, dann kippt dein ganztägiges Programm um, stressen wir uns und am nächsten Tag haben wir Kopfschmerzen, Durchfälle, erscheinen winzige Symptome. Die winzigen Symptome, winzige Konflikte sind nicht gefährlich, das sind Lehre für uns, eine Entwicklungsmöglichkeit. Wenn wir klug sind, dann nehmen wir das ernst und wir leben mit diesem Wissen. Also stattet euch mit Feuerlöscher aus, bereitet euch auf schwierigere Situationen vor, holt euch das Wissen ein, dass ihr immer entscheidungsfähig bleiben könnt. Denn niemand wird sich statt dir die Entscheidungen treffen.